die ischämischen Effekte. Ja. Allerdings, schon erwähnt, es kann zu eigenartigen visuellen Phänomenen kommen, sogenannte Phosphene, was zu einer verstärkten Helligkeit über den Gesichtsfeldanteil führen kann. Aber auch bei QT verlängerten Pharmaka muss man aufpassen. Warum? Jede Gradikativ verlängert automatisch das QT-Intervall und damit wird die Gefahr einer Torsate-Point-Arrhythmie durch die zusätzliche Gabe von QT-verlängerten Pharmaka verstärkt. Derzeit ist das Ivermectin nur indiziert bei der stabilen Angina pectoris. Da wartet man noch zu, ob man diese Substanz bei der instabilen Angina pectoris ebenfalls anwenden kann. Nun, das Ranulazin habe ich Ihnen auch schon erwähnt. Dieses Ranulazin, das verringert einen Natrium-Einstrom, der auch während der Aktionspotentialdauer besteht. Und dieser Natrium-Einstrom soll zu einem verstärkten Calcium-Einstrom führen, gegenregulatorisch. Und dieser verstärkte Calcium-Einstrom und die Calcium-Überladung der Zellen soll dann zum Gewebsuntergang führen und eben bei einer Ischämie verstärkt zu einer Herzinsuffizienz führen. Und genau diesen verstärkten Natrium-Einstrom, der dann zu einem Calcium-Einstrom führt, den versucht man durch das Ranulazin zu verringern. Auch das Ranulazin ist nur indiziert bei der Therapie der stabilen Angina pectoris heutzutage. Und dann dürfen wir nicht vergessen, dass auch die ganze Palette der Blutgerinnungshemmstoffe bei der Angina pectoris, vor allem bei den Lokalinfarkten, angewendet werden. Da kommt es einerseits auf die Thrombozytenaggregationshemmer an, also die Acetylsalicylsäure, das Clopidogrel und die Glycoprotein 2b3a-Hämmer, die wesentlich potenter sind, die eben eine Thrombozytenaggregation hemmen sollen und damit einen entsprechenden Gefäßverschluss. Gerinnungshemmer, vor allem das Heparin, werden beim akuten Myokardinfarkt zusätzlich gegeben. Und dann ist die Fibrinolyse natürlich wichtig. Wenn man Fibrinolytika gibt, die eben die Umwandlung von Plasminogen in Plasmin fördern und das Plasmin löst dann Fibrinaggregate auf, ja, also sogenannte Plasminogenaktivatoren, und diese Substanzen werden verwendet, um eben einen Thrombus im Akutfall eines Myokardinfarktes aufzulösen. Der Nachteil der Substanzen ist, dass die Thrombusauflösung eine Zeit lang dauert. Es vergeht etwa eine Stunde nach Applikation dieser Substanzen, bis ein Thrombus aufgelöst ist. Sie wissen, beim Myokardinfarkt läuft natürlich die Zeit und jede Verzögerung ist da schädlich. Deswegen ist es in Studien auch gezeigt worden, dass die Denaufdehnung eines Gefäßverschlusses und das Katheter eine bessere Wirksamkeit hat als die sogenannte Lysetherapie, aber die Katheterintervention ist nicht überall möglich. Wie wirken die Substanzen? Das Heparin selber hat auch eine hemmende Wirkung auf die Thrombozytenaggregation. Das Clopidogrel und Cyclopidin, die hemmen ATP-Rezeptoren und wirken so antiaggregatorisch, und die Acetylsalicylsäure hemmt die Zyklooxygenase und damit die Produktion von Thromboxan. Die große Frage ist, wieso man Acetylsalicylsäure im Akutstadium eines Myokardinfarktes überhaupt geben kann, wieso das wirkt, denn man könnte ja meinen, die bestehenden Plättchen, die haben ja schon jede Menge Thromboxan synthetisiert. Ja? Was bringt es jetzt, die Zyklooxygenase zu hemmen, wenn die Plättchen schon voll sind, vollgefüllt mit Thromboxan? Das könnte ja keine Sofortwirkung haben. Ne? Aber der Trick ist, weshalb die Acetylsalicylsäure wirkt,
dass die Plättchen erst nach einer Aktivierung beginnen, das Konduxan zu synthetisieren. Ja? Erst wenn sie aktiviert werden. Und deswegen bringt es überhaupt etwas, im Akutfall eben Acetylsalicylsäure zu geben. Denn hätten die das schon in ihrem Granula synthetisiert, dann würde eine Acetylsalicylsäure-Therapie überhaupt nichts bringen. Wie geht man jetzt beim akuten Coronarsyndrom praktisch vor? Ja, was kann man da jetzt machen? Nun, Sauerstoff ist selbstredend, Acetylsalicylsäure, Clopidogrel wird empfohlen. Das Clopidogrel ist eben ein ATP-Antagonist, muss allerdings im Akutfall in sehr hoher Dosierung gegeben werden. Warum? Weil das Clopidogrel ist noch nicht die Wirkform, sondern die Wirkform wird erst durch die Leber erzeugt. Es ist ein Prodrug. Und damit möglichst schnell die Leber eben aus diesem Prodrug die eigentliche Drug macht, gibt man eine sehr hohe, wie man sagt, Loading Dose, ja? Um eben möglichst schnell diese Prodrug in eine Drug umwandeln zu lassen durch die Leber. Das hat natürlich auch Nachteile, vor allem hat es den Nachteil, dass nicht jeder Patient die gleiche Leberenzyme hat. Und deswegen gibt es ein gewisses Grad von Clopidogrel-Resistenz. Ja? Und jetzt gibt es zwei neue Substanzen, einerseits das Prasugrel und andererseits das Ticagrelor, eine vollkommen neue Substanz, die wesentlich geringer bioaktiviert werden müssen und deren Plasmaspiegel viel schneller anstellen. Glyceroltrinitrat natürlich, Morphin, um den Schmerz zu hemmen. Beim Morphin muss man aufpassen, weil Morphine, Opiate, den Blutdruck senken. Ja? Das heißt, bei einer Hypotonie, wenn der Patient während eines Myokardinfarkts hypoton ist, darf man kein Morphin geben. Ja? Dann Beta-Blocker werden empfohlen und eine Antikoagulation bei akuten Coronarsyndrom ohne ST, Elevation Heparin oder Inoxaparin. Mit ST-Elevation wird eben eine percutane koronare Intervention empfohlen. Ja? Das ist sozusagen der Entscheidungsbaum, eben beim STEMI, ja, koronare Intervention oder Thrombolyse. Bei einem Non-STEMI muss man erst das Risiko bestimmen aufgrund der Enzyme und dann wird entweder invasiv oder nicht invasiv vorgegangen. Die große Frage ist also Thrombolyse oder percutane Coronarintervention, also eine Aufdehnung über einen Katheter, und da ist derzeit die PCI bevorzugt. Ja? Allerdings natürlich, wenn sie verfügbar ist, und sie ist nicht immer verfügbar. Ja? Also in Wien ist immer ein oder zwei Abteilungen, die Spitäler teilen sich das auf, verfügbar, aber in den Bundesländern muss das nicht gegeben sein. Ja? Beta-Blocker führen zu einer 15%igen Mortalitätsreduktion. ACE-Hämmer könnte man auch in der Akutphase geben. Magnesium wurde oft gepusht. Es hat sich aber gezeigt, dass nur bei einer Hypomagnesiämie Magnesium etwas bringt. Also einen entscheidenden Erfolg hat die Magnesiumtherapie nicht gebracht. Ja? Bei Rhythmusstörungen ist es so, früher hat man gesagt, man soll Ibuprofen gleich einmal prophylaktisch geben, davon ist man abgekommen. Bei einzelnen Extrasystolen gibt man Beta-Blocker. Bei anhaltenden ventrikulären Arrhythmien wird heute hauptsächlich Amiodaron empfohlen, als Sekundärmöglichkeit kommt Lidocain in Frage. Und es gibt eine gewisse neue Entwicklung, das sind die sogenannten Drug-Eluting Stents. Was ist das Problem? Das Problem der Ballondilatation, die man üblicherweise macht, das heißt, man fährt mit einem Salpet an ein Koronargefäß und dilatiert es, indem man einen Ballon aufbläst, ist natürlich, dass dort ja durch den Ballon ebenfalls ein zusätzlicher Schaden entsteht
und im Laufe von 3 bis 4 Monaten entwickelt sich dort Bindegewebe, das Ganze vernarrt und es kommt zu einer Reokklusion. Das heißt, das geöffnete Koronargefäß geht wieder zu. Ja? Was kann man dagegen machen? Nun, dagegen hat man solche Stents entwickelt, ja, die das Gefäß aufdehnen, aber man braucht natürlich zusätzlich etwas, was sozusagen verhindert, dass sich da jetzt Narbengewebe bildet. Ja? Und dazu imprägniert man diese Stents mit zum Beispiel Zytostatika oder Substanzen, die eine Immunreaktion verringern. Die werden dann lokal ins Gewebe abgegeben und verhindern, dass sich dort Bindegewebe bildet und dieses Bindegewebe das Gefäß wieder verschließt. Das Problem, das sich jetzt durch diese Drug-Eluting-Stents allerdings ergibt, ist, dass dieses Drahtgewebe dann natürlich nicht entwachsen wird oder erst später entwachsen wird. Und damit ist es natürlich für alle Thrombozyten ein gefundenes Fressen. Ja? Die werden dort aktiviert und dann kann es zu einer sogenannten Stent-Thrombose kommen. Das heißt, hatte man früher das Problem der Reokklusion, hat man jetzt das Problem der Stent-Thrombose. Ja? Und damit so eine Stent-Thrombose nicht auftreten kann, werden diese Patienten sehr aggressiv mit Thrombozytenaggregationshemmern therapiert. Also Kombination von Acetylsalicylsäure mit einem ATP-Hemmstoff. Also in der Regel weiß ich jetzt das Clopidogrel. Man bezeichnet das auch als duale Thrombozytenaggregationshemmung. Da hat sich aber als wirkliches Problem gezeigt, dass einzelne Patienten, und zwar gar nicht so wenige, dieses Clopidogrel nicht bioaktivieren und Clopidogrel-resistent sind. Ja? Und diese Patienten hängen von einer aggressiven Thrombozytenprophylaxe, Thromboseprophylaxe wirklich ab. Weil wenn das nicht funktioniert, dann kriegen die eine Stent-Thrombose und dann geht das Gefäß wieder zu. Und deswegen hat die Pharmaindustrie jetzt neue Substanzen entwickelt, vor allem das sogenannte Ticagrelor, das eben nicht so stark bioaktiviert werden muss und wo man eine stabilere Wirkung innerhalb der gesamten Population der Patienten hat. Ja? Also wie gesagt, Therapie heute sind diese Drug-Eluting-Stents, aber kombiniert mit aggressiver Thrombozytenaggregationshemmung, damit sich dort eine Stent-Thrombose entwickelt. Wobei es unklar ist, wie lange man diese Thrombozytenaggregationshemmung aufrechterhalten muss. Da müssen jetzt entsprechend klinische Studien geführt werden, um das zu zeigen. Und dann gibt es die Sekundärprophylaxe nach Myokardinfarkt. Was gibt man da? Beta-Blocker natürlich, Sauerstoff-Einsparend, haben eine günstigere Prognose ergeben und verhindern Rhythmusstörungen. ACE-Hämmer, vor allem dann, wenn Zeichen einer linksventrikulären Dysfunktion bestehen, um das ventrikuläre Remodeling zu verhindern. Ja? Acetylsalicylsäure und natürlich die Statine, die Sie aus dem Block 10 kennen, nicht? Also die Cholesterinsenker. Und diese Statine haben auch eine sogenannte pleiotrope Wirkung, zumindest wird sie Ihnen angesagt. Ja? Sie sollen nämlich die Plaques stabilisieren. Ja? Das heißt, zu einer verringerten Inzidenz von Plaque führen und damit wird zum Teil auch empfohlen, diese Statine möglichst früh zu geben, also möglichst schon beim Einliefern des Patienten, um eben diese Plaques zu stabilisieren. Ja? Wie schaut es mit der Prognose aus? Die ACE-Hämmer reduzieren beim akuten Infarkt die Prognose